Es geht weiter. Endlich wieder heiter. Zurück bei Pokémon Legenden CA. Part Nummer 50 und damit Zeit für Ranked Battle Season 3. Aber vorher muss ich mich noch wirklich in aller Form entschuldigen. In den letzten Folgen, sprich von Folge 40 bis zum 49, hatte ich leider technische Probleme, die ich zu spät gemerkt habe, obwohl ich in Folge 41 kurz darauf hingewiesen habe, da hatte ich jetzt gefixt gehabt. War leider nicht so, deswegen hatten wir immer wieder Ruckler drin. Gerade so bei Szenen, wo halt auch mehrere Pokémon vorkamen, zum Beispiel in der Rank Battles, generelle Kämpfe auch in Wildzonen und so. Dann wieder plötzlich wieder nicht mehr, obwohl es zuvor in ähnlichen Szenen wieder Ruckler gab. Ja, das war ein bisschen unglücklich von mir tatsächlich. Das waren die Folgen, die ich dann mit der neuen Grafikkarte aufgenommen hatte, die ich brauchte wegen Anno, also Anno 117 Pax Romana. Dort hatte ich zwar alles richtig eingestellt gehabt und dachte, es würde auch für die Elgato-Software gelten, aber nee, leider nicht. So dass OBS zwar mit PC-Spielen kein Problem hatte, aber mit Elgato dafür muss ich den Codec umstellen und ja, das ist eigentlich die ganze Hexerei. Was zur Folge hatte, eben das letzten 9, einfach so 10 Folgen, oh, leg mir Arsch, ey. Eben diese Rucklade drin hat, diese Lags immer mal wieder zwischendrin. Anno zum Glück nicht, weil eben dort hat es ja eigentlich auch getestet gehabt und dachte, ja, wenn es bei Anno klappt, klappt es bei Elgato-Projekten auch wieder. Eben. Aber gute Nachricht, ich habe das alles nochmal getestet, gerade eben eine Testaufnahme gehabt hier mit Pokémon. Es funktioniert alles wieder und wir können ganz normal weitermachen. Das andere Problem ist halt, Pokémon speichert automatisch, also Legenden CA speichert automatisch. Und aus welchem Grund auch immer bringen es die Entwickler nicht hin, dass man bei Pokémon-Spielen halt Backup-Dateien machen kann. Normalerweise mache ich bei Switch-Spielen oder generell, vor allem Switch-Spielen tatsächlich, mache ich immer nach einer Aufnahmesession Backup-Daten, damit ich halt zur Not, wenn es in der Aufnahmesession Probleme gab, dann nochmal nachspielen kann. Geht bei dem Spiel hier leider nicht. Aber ich werde das künftig darauf achten, dass ich halt jede Folge nochmal kontrolliere. Sei es drum. So, heutige Folge, unsere Aufgabe, noch ein bisschen neu sortiert, das ganze Team und so. Und überlegt, ob es mir storymäßig, dass ich hier noch ein paar neue Pokémon mitnehmen möchte. Auch ein weibliches Schnäppchen, von Frostedie. Für uns ranked-mäßig heißt er, mit den 6 Pokémon loszulegen, die wir hier haben. Unser Gyarados, Lucario, Meganie, Phenexis, Quatschutsu und Stalobor, alle mit Megastein. Natürlich sind es nicht die besten Pokémon. Falscher Knopf. Jetzt hat er was gesehen, was ich eigentlich als nächste Folge zeigen wollte. Genau. Die Pokémon hier. Auch zum Teil mit neuen Moves ausgerüstet, ne? Gyarados mit Eisenschweif, Riolu, ne, das ist noch gleich geblieben. Megane gehe ich jetzt mehr auf Solarstrahl. Auch schon überlegt, einen Zauberschein rauszunehmen, aber Feenattacke wäre schon cool, den dabei zu haben. Ansonsten halt Seite mit Lichtschein Reflektor, warum Solarstrahl, der ist halt vor allem im Mega-Format wichtig, ne? Damit kann ich sofort losbrettern. Next ist jetzt mal Hitzewelle wieder, logischerweise in der Treffer-Ding, dann Psychokinese, Irrlicht und Spukball. Ich wollte eigentlich einfach eine andere Attacke beibringen, die ich noch nicht drauf habe. Megane wäre auch mit Aircraft noch geil. Auch online in so Metagross und so. Leider habe ich die TN noch nicht, die kommt aber bald, so wie ich mal gehört habe. Quatschutsu mit Wasserschuriken, Surfer, Eisstrahl, Sprungfeder. Warum Sprungfeder? Weil ich finde, es sieht cool aus. Macht hoffentlich auch so einen guten Eindruck. Und Stalobor, da ist noch Erdbeben drin. Genau. Theoretisch habe ich mir auch überlegt, ja, was machen wir mit Schaufeln? Ne? Pack mit der Schaufel rein, ist eigentlich auch eine coole Attacke. Aber wir gucken mal. Genau, und es gibt noch ein paar Dinge, die ich ändern möchte. Moment. Ich habe mir offscreen noch ein paar Münzen geholt. Erst einmal braucht Gyarados eine Münze, also eine Haarmünze. Und jetzt kommt der crazy Faktor. Die ganzen Münzen, die ich jetzt hier neu habe, ne, auch die Frohmünze, Scheumünze und so, die habe ich eigentlich anhand der aktuellen Box hier, ich sage jetzt mal Teambox, ne, abgeändert. Also vor allem die hier unten. Beziehungsweise der Prigor natürlich, der kriegt auch ein hartes Wesen, das aber später mehr. Aus irgendeinem Grund habe ich ein hartes Wesen zu wenig. Weil ich meine, Stalobor, gut, Stalobor hat nur ein hartes Wesen. Das für Gyarados aufgebaut wurden eigentlich noch 2 weitere. Galagladi hat ein hartes. Pupita auch. Stolos auch. Geht nicht ganz auf, ne? Beziehungsweise, nee, natürlich im Prigor noch eins, also es geht irgendwie nicht ganz auf, was ich da gemacht habe. Andererseits Stolos kann man noch darauf. Nee, ich glaube, oder wollte das gerade Verteidigung hier raufgehen? Na, ist egal. Also, im Sinne von Verteidigung hoch und für Spezialangriff runter wäre auch eine Option. Bei Stolos, aber jetzt im Team her.
Lucario ist halt die Frage, gehe ich mehr auf Initiative und darf einen Angriff droppen? Ich habe momentan eigentlich nur eine spezielle Attacke und 3 physische. Auch mäßiges Wesen wäre hier eigentlich bescheuert tatsächlich. Bei Lucario, da geht der Spezialangriff hoch in Verteidigung runter. Da ist halt die Frage, mäßiges Wesen. Gut, ja, Sprungfeder ist als Problem, ich würde doch eher dann spezieller spielen. Oder gehe ich auf mehr Initiative? Also Initiative schneller, also ein Angriff umso langsamer. Das muss eigentlich die Scheumünze sein, ne? Die ich da ausgewählt hatte, weil beim anderen macht es keinen Sinn. Glagladi? Nee. Bei dem müsste der Spezialangriff runter. Bei denen macht ein scheues Wesen gar keinen Sinn. Die haben schon das richtige. Brigaron macht dann ein hartes Wesen Sinn, alles andere wäre auch Quatsch. Gardevoir hat schon das richtige Wesen. Absol will, wie soll ich sagen, Gardevoir hier oben. Achso, wegen geschenkten Pokémon, deswegen. Ja. Dann mache ich mal Quatschutsu mal ein bisschen schneller, wa? Ob das die beste Idee ist, I don't know. Wir werden sehen. Ziel ist halt in dieser Folge, dass wir Rang S erreichen und somit den Brigaron ne, erhalten. Wo ich dann halt offscreen noch weiterzocken, bis wir auf Rang A kommen. Das aber könnte dauern. Ne, nicht vor Scheu, die wollte ich. So, Initiative sehr viel hoch. Spezialangriff ein bisschen runter, Angriff natürlich auch runter, das ist klar. Da kein Defense-Stop mehr. Im Spiel bei mir jetzt nicht so eine große Rolle, aber naja. Ansonsten, ja, man merkt es jetzt hier von der EVA-Verteilung, ne? Ist natürlich hier alles auf Angriff gegangen, sowieso scheiße. Auf nächstes Jahr etwa ändern, das kann ich halt erst später fixen, ne? Das ist das Problem. Erst ein Story-Abschluss. Naja, wir versuchen es mal. Wird schon schief gehen. Oh, Entschuldigung, falsch. Hier, Rangkämpfe. Das CA Royal ist ja CA Kampfclub, ne? Dass der echt schon am 27. November gestartet ist, hey, unglaublich, ey. So, Team 1, Team bearbeiten. Ja, das wird nötig sein. Jetzt aber den Quatsch wieder, ne? Genau, so geht es ja sowieso nicht. Dann gucken wir nochmal. Ich dachte zwar, wenn ich jetzt einfach die irgendwie... Ah, dann macht er den Quatsch wieder, ne? Gut. Gehen wir das Team gar nicht mit, machen wir es so. Mir überlegt, das eine Team wäre halt tatsächlich so in der Reihenfolge, wie ich es gerade hier habe, sprich Megane, Lucario und Gyarados. Anders könnte Phenexis, Quatschutsu und Stalobor sein. Und dann machen wir sicher mal noch ein drittes Team. Und dazu gleich mehr. So. Nein, ich dachte, manche auf Position 2 setzt. So, Team 2. Nehmen wir jetzt trotzdem auch wieder hier Megane. Powerhouse wäre dann Stalobor. Und Quatschutsu, weil ich noch ein bisschen was Schnelles brauche. Das kann einfach nichts ist, ne? Ist ja ein bisschen doof. Dann Position 3 nehmen wir halt doch wieder auch Megane. Ist langweilig, ich weiß. So. So, und Team 4 nehmen wir dann die hier hinten noch. Können wir durchaus vorstellen, dass Team 5 das rocken wird. Megane, Gyarados und Stalobor. Das können wir durchaus vorstellen. So, wir starten mal Team 1. Und ja, wie gesagt, ne, wir spielen eben noch die Story, also macht das ja nebenbei. Story und Ranked und deswegen sind natürlich unsere Teammitglieder noch nicht so optimal ausgerüstet. Obwohl Megane auch schon volle EVs hat, immerhin etwas, sind natürlich die EVs noch nicht perfekt und so. Aber wir haben EVs halt so eine Sache, ne? Wir können noch keine Vitamine kaufen, die kriegen wir einfach halt per Zufall mal hier und da. Zurücksetzen geht nur mit den Beeren, das ist auch ein bisschen mühsam. Ja.
Deswegen mal schauen, wie weit wir kommen. Ich denke, im ersten Kampf dürfte Rang Y schon mal drin liegen, ne? Ist es eigentlich so, dass ich jetzt irgendwie auch nur gegen andere Gegner antrete, die auch auf Rang Z oder Y sind? Ich denke schon auf Rang A. Oh, ich meine, gerade nicht an, das wäre ein bisschen fies. Nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Was zum? Was ist denn das gerade? Entschuldigung, wie kann nicht anders? Oh, verdammt. Ja, wenn die dann durchkommen, ey, das wäre schön gewesen. Dahin ist die Heilung. Ah, ich hab's nicht geschafft. Scheiße. Nicht gesehen. Wäre dahin noch dahin gekommen. So, protecten mich erstmal ein bisschen. Jetzt kommt der fette Solarstrahl. Das war sowas von klar. Mann. Okay, Team 1 rockt, obwohl gerade Lucario noch nicht so viel macht. Oh, wir können ihn mehr auswechseln. Nein, scheiße. Nein, wir haben es überlebt. Mit einem Kappe noch überlebt. Okay, das Team haut aber richtig rein in der Kombination. Wäre schön, wenn Lucario noch ein bisschen was machen könnte. Das wird auch möglich sein, wenn wir ganz kurz hier. Ja, Lucario. Aber da merkt man es halt, ne? Mit den EVs und DVs noch nicht richtig ausgewogen habe. Trotzdem beklagen kann man sich nicht, ne? Bisher ist wieder ein Code auch relativ gut, ist auch bei 70-80% rum, das passt soweit, so soll es auch sein. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal, wie man schnell auf Rang S kommt. Nein, das jetzt schon nicht. Okay. Stopp, sonst muss ich die Folge schon beenden. Oh Gott sei Dank. Also, ja, das war zu erwarten. Wir bekommen ja auf Rang Y in dieser Season den Quatschutz. Moment. Den Quatschutsu nicht, den wir das letzte Mal auch bekommen haben. Rang V. Offenbar für Nexus nicht. Ne? Das ist dann so gemacht, dass man immer alle 2 Ränge einen neuen Megastein bekommt. Also Z natürlich noch nichts. Dann Y. Quatschutsu nicht. X nix. Dann kommt W. V, W, X. Doch. W, dann auch noch nichts. War W jetzt für Nexus? Ne, W, dann war die Pause, ne, genau. War eine Pause. Dann V jetzt für Nexus nicht. Dann haben wir noch U und T, da gibt es auch noch nichts. Und auf S gibt es dann wieder einen Brigger noch nicht. So. Mag jetzt auch noch mal ein paar Silver kommen sogar. Krass. Also Team 1 weiß, was es tut.
einen anderen Song hier rein. Ich denke, ein Pokémon, was halt Reflektor und so spammt, das ist schon sehr wichtig und natürlich auf Defense setzt. Natürlich Stolos eben auch so ein Kandidat, wo ich mir gut vorstellen könnte. Der ist halt mehr auf physischer, wirklich physisch halt, statt speziell. Aber naja. Oh, das sehe ich jetzt nicht so gerne. Nein, das sehe ich gar nicht gerne. Oh, ja, deswegen nicht. Puh. So, Freundchen. Ich glaube, ich spinne. Das ist doch wohl. Was mache ich jetzt? Ja, dafür sind alle meine 3 Pokémon im Arsch. Oh, ich wünsche, jetzt hätte ich den Ding. Ihr wisst schon. Den Gigasauger, der wäre jetzt so hilfreich. Ja, man sieht eine dezente Feuerschwäche, man merkt es vielleicht. Moment, ich wollte eigentlich nur ganz kurz hier rein. Wenn ich Batschutsu megan kann. Hat gedacht getroffen. Natürlich war er in seiner Megaform stärker. Okay, Freunde, jetzt reicht's mir. Jetzt reißen wir aber endlich wieder Geduldsfahrten. Ne, dann machst du nichts mehr, ne? Ja, ja. Ich wollte gerade auswechseln. Der scheiß Reflektor down ging. Aber das war krass, ne? Jetzt war ein Verteidigungsboost von diesem blauen Kapsel plus Reflektor und Lichtschild. Dann ordentlich reingezimmert. Oh, scheiße. Nein! Wollen wir ganz kurz noch holen. Ja, das Team hat noch ein bisschen Bedarf an eine gewisse Feuerschwäche. Generell ist halt Stahlboden, ne? Stahlboden, denkst du, ja, cool, Boden-Pokémon und dann passiert sowas. Naja. Bei Megani jetzt merkt man es halt, dass der Gigasauger gut geholfen hätte, ne? Ja, wir haben es geschafft, Freunde, ich kann die Folge beenden. Brigaronit. Brigaro. Evonbar, Köderball, Perle und so ein Bonbon. So, natürlich werden wir noch alle. Also, ihr seht es jetzt nicht. Mit 2 Teams und ich bin schon durch und hab schon alles. Klar, wir sind auch schon weiter in Story vorgerückt, ne? Bin schon auf Level 50 mit Pokémon. Sprich, aber auch schon zum Teil viel EVs, wenn auch unfreiwillig investiert, manche auch freiwillig durch irgendwelche Bonbons, beziehungsweise, was heißt Bonbons, irgendwelche Items, Vitamine besser gesagt. DVs sind halt auch schon erhöht, also das wird schon. Was überrascht war das Glaciol auf meinem Gegner. Normalerweise macht Glaciol so einen guten Job online, das war relativ häufig jetzt down. Gut. Ist natürlich halt vor allem gedacht gegen
einfach gegen andere Wasser-Pokémon tatsächlich, mit dem Gefriertrockner. Machst du ordentlich Damage gegen Wasser-Pokémon. Oh, falsche Musik. Vergesst zu wechseln, Entschuldigung. Naja, können wir machen, nach der Folge über 30 Minuten oder so. Das wäre klar. Hä? Schon noch vor? Oder so einer? Junge, ist eigentlich dein Problem hier, ne? Chill mal eure Base. Ja, war klar. Naja. Immer ein Doppel-KO. Der hat auf jedes Mal Pokémon die richtige Antwort. Voll nervig. Ja, aber die Heilung war natürlich zu früh, ich weiß. So, Freundchen, jetzt ist aber Feierabend hier, ne? Jetzt haben wir die Schnauze voll. Der braucht lange, ne, zum Laden. Bin jetzt ein bisschen uncool. So, versuch's doch bitte nochmal. Ja, was macht jetzt gegen Glurak, ne? Einen schlechten Eindruck, so wie es aussieht. Oh, da bringt sowieso nichts. Das war knapp. Was zum... Ja, da kann nichts mehr machen. Volltreffer sogar auch noch kassiert. Aber wir haben gut aufgeholt, hey. Ja, Quatschutsu ist halt echt so ein Problem, ne? Der wird von so viel... Ich meine, Wasser Unlicht, ne? Ist halt so eine doofe Kombination. Kampf, Fee, Wasser, Elektro... Wasser ist schon Pflanze, Elektro. Du hast so viele Schwächen oder auch Gefriertrockner von Eis-Pokémon, die halt online so vertreten sind. Das ist so eklig. Puh. Das war doch der Rang, den man damals in der ersten Season in Quatschutsu nicht bekommen hat. Mega später 100. Ein Mondball. Wäre cool, wenn uns hier so Ursachen so etwas bekäme. Wir müssen sofort einen Mondball dafür einsetzen. Oder halt irgendwie ein Evoli, was es mit Natara entwickeln würde. Ne? Aber das wäre halt mehr so just for fun, weil online kannst du halt in der Hinsicht kannst du dann Natara nicht gebrauchen. Ne? So. Einmal Team 4. Mal gucken, was ich ohne Reflektor und Lichtschild zustande bringe. Ja, Phoenixis macht in einer mega Form, macht ordentlich gut Damage, gar keine Frage. Wenn du es mit Megane kombinierst, kannst du ordentlich was austeilen. Ich glaube, Psycho wäre hier tatsächlich weniger empfehlenswert, eher ein zweiter Feuer-Move tatsächlich. Geist finde ich aber, Spukball finde ich okay. Hat ehrlich noch drin gehabt, da können wir sich auch hinterfragen, ne? Halt immer Phoenixis voll auf Angriff setzen, ne?
Das war knapp. Nun sich was er machen soll. Das werden eh alle aus. Ich habe einfach kein Glück mit Quatschutsu, es ist so nervig. Weil ich das Gefühl, Quatschutsu wäre voll das geile Pokémon. Also ist ja sowieso, ne? Aber wenn man noch online. Aber du kommst ja einfach nicht durch. Es ist zum Mäusewelken. Oh, falscher Move. Ja, den Move kann ich auch. Ich gewinne mit Quatschutsu hier nichts. Es ist wirklich, es ist nicht schön. Es tut mir leid dafür. Entweder ist mein Wesen, das ich drauf gesetzt habe, einfach für den Arsch. Kann ich mal Quatschutsu killen? Mein Mewtwo, Entschuldigung. Da bringt gar nichts. Ja, aber Quatschutsu muss nochmal über die Bücher. Weil mit dem in der vorne bringt nichts. Er macht zu wenig Damage, er geht so schnell down, auch wenn er schnell ist, er hat zu wenig schnelle Moves auch drauf. Entweder muss er den Moves nochmal komplett umändern. Oder eben, ich gehe auch mit dem Wesen nochmal zurück und mache ihn doch wieder so ein Wesen. Weniger irgendwie, keine Ahnung. Einen Angriff droppt zum einen, also mehr eben auf eine Verteidigung. Mache mehr auf einen Spezialangriff. Oder eben, ich setze halt mehr DVs, EVs, Entschuldigung, als vor allem Spezialangriff und Initiative. Aber Schutz hat praktisch gar nichts da drin, ne? Muss man natürlich auch mal sagen. So, machen wir Kampfteam 5. Das müsste eigentlich mein stärkstes sein. Da bin ich mal gespannt. Zygarde, okay. Canary, Kanalisation. Nein, ich wollte ein bisschen durchswitchen. Ja. Aber das Ziel ist erreicht, ne? Wie an dem Brigaronit. Der ist natürlich perfekt. Gut, der Sound dafür ist scheiße. Hier nochmal umstellen, aber kann ich Dinge ins Menü, ne? Wenn wir jetzt wundern. Nach Tara sieht man, wie gesagt, online eher selten. Er hat überlebt? Und du holst jetzt einfach den Kill oder was? Wow, was ist denn das für ein Brutalanda, ey?
Ich meine, klar, ich habe keinen Wasserflugtyp mehr, obwohl Gardas noch schwebt. Aber das war jetzt trotzdem ein bisschen heavy. Der Eiszahn fehlt mir irgendwie. Ja, wir müssen nur bedingt das Wahre. Oh, kann ich mehr auswechseln, toll. Ziemlich ausgeglichen, ne? Im Großen und Ganzen. Komm schon! Ah, reicht nicht mehr. Also, das gegnerische Nachtara hat einen guten Job gemacht, wenn es ums Tanken ging. Also, meine Gesangsverein hätte was ausgehalten. Ja. Haben wir Rang 1 im Abschluss, also Platz 1 so gesehen. Kannst du nicht meckern, ne? Und 40 Punkte ist auch viel. Dann nochmal für ein Level up, ne? Ja, sogar für einen Reiz noch. Perfekt. M wie Mike wäre jetzt noch besser gewesen, aber hey, es geht auch so. E-Bonbon, Turball, Nugget und Sonnenbonbon. Perfekt. Nein, dankeschön. Das war's hier. Gucken mal, was wir hier noch so Neues haben, ne? Season-Teilnehmer. Eigentlich ja, auch schon 2 Season, 3 Season eigentlich abgegradet werden müssen, oder? Wir müssen eigentlich ein Gold schon haben, weil kann ja auch schon in mehreren. Das will nicht, dass jetzt hier gezählt wird, ne? 300 Mal. Abgeschlossen, da geht nur so. Okay. Großverdiener. Haben wir irgendwie den noch, aber noch einen auf Gold. Ich bin auf Bronze, ne? Spezialist der Mega-Entwicklung. Würde ich jetzt zwar eher nicht sagen, aber ist auch egal. Freunde, wir haben es geschafft. Das war unser Spezial, ja, kann man sagen, Video zur 3. Season vom Rank Battle Modus hier bei Pokémon Legends EA. Das heißt, wir haben einen Brigonit, das ist das, was ich unbedingt wollte. Also Mission erfüllt. Nächste Folge geht es mit der Story ganz mal weiter und werden unser Brigon natürlich damit ausstatten. Und ja, wer aufmerksam zugeguckt hat zu Beginn der Folge, hat gesehen, dass wir ein spezielles Pokémon direkt vor der Nase haben. Aber das und vieles mehr beim nächsten Part. Bis dahin, ciao zusammen.